dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ganz Wirtshaus, weil draußen in Ottakring, dort sitz ich und treu mich allein. Und wenn ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottakring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich war ich loch, ich sing in dem Wirtshäusl Frost in Ottakring. In dem Wirtshäusl Rost in Ottakring. Danke vielmals, Dankeschön. Dankeschön. Wir haben nicht, also die Tradition muss ich wirklich extra erwähnen, dass immer dann, wenn man weiterspielt und eigentlich keiner heimgegangen ist, da trinkt man besonders was. Oder sind die heimgegangen, was ich nein, kommen auch gleich wieder, aber wissen wir nicht. Ein bisschen einen Schwund haben wir immer. Was? Immer beim Lied Ottakring vorstellen. Ja, immer, genau, ja, das ist richtig. Ja. Meine Herrschaft, wir haben in der Pause das eine oder andere Wunschlied vernommen. Und wir haben an sich gesagt, wir werden auch die Wunschlieder erfüllen, die wir können. Die wir nicht können, nicht. Ja, haben wir auch schon gemacht. Wollt ihr das hören, das wir nicht können? Ja, nein, wir haben ganz geschwind, das ist mittlerweile, es hat sich leider als Kult, also das irgendwie entwickelt und manche Leute wünschen sich das dann oft mit den Worten, spielen wir das, was was du tanzt, das, ne? Und das ist ja so, also die Geschichte, das habe ich ja schon erzählt, wie das so ist, wie wir damals waren bei dieser Touristenheilig, nicht? Wenn wir so waren, da haben wir eine Situation einmal gehabt, also, wir waren schon après. Wir waren schon ganz après. Ich bin schon mit meinem Oberkiefer da schauen gehängt, nicht? Und auf jeden Fall der Patrick irgendwann war, und ich nehme an, er war am PC und hat immer gleich zurückgefunden oder irgend sowas. Auf jeden Fall jetzt so herum. Und es war schon recht spät, auf einmal geht die Tür auf und kommt eine ganz schöne Spanierinnen. Ein Haufen Spanierinnen, junge Spanierinnen, nicht? Und der Patrick wagelt so halt so zurück, weiß ich nicht, und bleibt auf einmal bei denen stehen und redet mit denen, setzt sich zu, weil er redet mit denen, was auch immer, weiß ich,
Das war ja nicht. Es war wurscht, wie das Patrick beieinander war. Ja. Und ich habe dann irgendwann gehört, wie so ein spanisches Volkslied. Und so haben wir gedacht, oh weh, den Patrick, was der jetzt wieder einen Vortrag gehalten, von wegen, nicht? Wir sind in Wien, da wissen wir, was Wiener ist. Und ich habe schon gesehen, die armen Spanier, die werden wieder heimfahren mit einem Bild aus Wien. Na nix. Nein. Patrick ist zu mir hergewackelt, gewankt. Und hat dann gesagt, hast du gehört, du sollst ihnen ein spanisches Volkslied spielen. Und also gesagt hat er im Originalton, das ist ein Kerl, Der spielt nicht wie ein Trottel. Das ist so geil. Patrick mit 3 Promille, das ist ganz einfach. Und ich habe gesagt, ich kann kein spanisches Volkslied. Dann sagt er, ja nicht. Sag ich, ja, ist mir doch wurscht. Dann sagt er, aber Gitarrero. Hilf mir ein bisschen jetzt, ne? Die braucht dich. Und weil ich ein guter Freund bin, habe ich gesagt, na gut, bin ich hingegangen, mir vorgestellt, grüß dich, bin der Klause, ich spiele euch jetzt ein spanisches Volkslied. Ne? Ich kann Spanisch, Alter, was war es nie, spanisches Volkslied. Und dann habe ich einer gesagt, und ich habe sogar einen Titel dazu gesagt. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt ein spanisches Volkslied mit dem Titel Il non gato dello Varmas. Ich spiele mich jetzt ausnahmsweise als Ausnahme. Du musst mal sehr besser schauen als Spanisch. Ich glaube, ich schaue mir so Spaß mit der Arschloch-Futler-Reiter, was nicht mehr. Nochmal, pass auf. Das ist normal, aber jetzt kommt das Spanier. Text. Ich nun gato del Varmas. Si de questo quando me deve essere. Si de questo deve stare. Si guarda da dai. Ich lasse unbemerkt aufhören. Denke mal oft, wie Schicksal so spielt. Da steht davor, es waren keine Spanierinnen einer Gruppe, sondern Griechinnen. Das ist entspannt, war das gewesen. Ja, da hättest du nicht spielen können, genau. Der Chinesen waren auch einmal gewesen. Ja. Das war Blueslied ausmachen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben, die Spanierinnen übrigens, wer gern wissen, wie es weitergegangen ist, wir sind allein gefahren. So viel zu deiner Hilfe. Über mein Bestes getan, bitte über mein Bestes getan. Ne? Aber es ist wirklich, es haben dann schon manche schon überlegt, das muss, also von den Musikerkollegen, das ist schon spannend, wenn du Lieder mit einer solchen Selbstüberzeugung spielst, wo du weißt, genau. Du kannst das nicht, du weißt nicht mehr, was verliert. Das haben wir so mit Tonarten oft. Ne? Die Tonarten, ich merke mir viele Texte, aber keine Tonarten. Der Patrick merkt schon. Sogar die Lieder, die ich schreibe, darüber auf der Schwarzen, weil ich bin ein Volksmusikant. Ne? Ich lerne Lieder durchs Zuhören. Wenn ich aber ein Lied schreibe, spielt es ja keiner, jetzt höre ich es nicht, darum kann ich es nicht. Das ist ein Desaster, der Teufelskreis ist das. Aber und bei Tonarten ist es so, ich merke es mir nicht. Der Patrick weiß es zum Glück immer, aber da haben wir jetzt noch mal mit einer Sängerin haben wir begleitet, auf einer Bühne, groß, wir spielen und ich denke mir, wie wir so spielen, Alter, was ich da spiele, ganz ehrlich, das hier sogar ich. Das geht unter, das ist nicht leibend, Und der Patrick hinter der Sängerin zu mir, will mir schon helfen und ruft so, geh du. Jetzt bin ich dann schon aggressiv und habe schon zurückgefallen, aber ich tu schon, alles weggefällt, was soll ich machen? Das wäre Wahnsinn.
Dann hat sie die Sängerin abgebrochen und sie umdreht und gesagt, halt nicht auf mit Details, sondern welches Lied wir spielen. Das nächste Lied, meine Herrschaften, ist eine Eigenkomposition. Der Text von Gerhard Blabold hat mir den Text zukommen lassen. Da habe ich gesagt, geh, tu das vertonen. Das war leibend. Da habe ich gesagt, das mache ich gern. Weil es ein guter Text und das muss ich heute fast bringen, weil wir Meidlinger da haben. Jawohl! Ja, ein Haufen Meidlinger. Ein Haufen Meidlinger. Was? Sankt Meidlinger. Jesus, na ja. Die heurlichen Meidlinger. Das wird schon werden, Ja, und das Lied passt direkt zu euch, weil es heißt das Meidlinger L. In Wien gibt es 23 Bezirke, wie man schaut. Bei uns, was weiß nicht, wie der Text geht, habe ich geschrieben. Bei uns gibt es 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt es ein Laut. Die bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder denken, oder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte und der originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasal, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon aufgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Deshalb weiß man ohne dies, wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf, da bin ich wirklich stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Jawohl! Sankt Meidling, Entschuldigung. Sankt Meidling. Ich hoffe, es war in eurem Sinne. Ja, wunderbar. Ich danke euch schön. Da muss jetzt, das kann ich leicht sagen, wir haben somit eben die Tradition begonnen, jetzt wenn wir von Meidling singen, dass wir schön, dass es noch neue Traditionen gibt, das freut mich auch. Das ist eine Idee, bei jedem Lied war L. Das ist nicht schlecht. Besonders ein gutes Stück wäre Holotarico gut. Schau, Patrick. Patrick muss ich nachschieben. Das nächste Lied, auch ein Wunschlied, auch eine Eigenkomposition, mache ich jetzt auch gleich drauf. Weil nachdem ich als Ottakringer von Meidling ein Lied schreiben muss, habe ich eins geschrieben von drüber der Donau. Das bringe ich da ausnahmsweise, obwohl ich ja. Das ist jetzt blöd, wenn die Hauseigenen da sind, weil wenn ich jetzt von Floridsdorf singe, naja,
So wurscht, könnt ihr uns ja raushauen. Könnt ihr uns ja raushauen. Ja, genau, ich gehe zuerst mit Kerl. Ja. Nein, es ist ja so, ich bin ja der Liebe wegen nach Floridsdorf gezogen. Und dort also von Ottakring nach Floridsdorf, das ist schon... Das muss eine große Liebe gewesen sein. Das muss man wollen, ja. Aber ich muss seiner Frau auch das Puzzle schicken, wenn ich eins gebe. Ja, das ist halt... Warum ist sie nicht nach Ottakring gezogen? Naja, sie hat eine schönere Haus gehabt, ich sag's wie es ist. Sag ich mal so ganz offen. Ne? Nein, aber ich bin also aufgrund dieses kulturellen Bereicherung von Floridsdorf, habe ich natürlich schon auch kennengelernt, was sich dort so anspielt, also weintechnisch. Da haben wir gedacht, na gut, aber da kann man sich schon ein Leben aufbauen, das geht schon. Und da haben wir natürlich dort Großjedlersdorf kennengelernt und Stammersdorf und Strebersdorf und so und alles. Was redest du von Brünnerstraße? Dornröschen. Zum Beispiel. Auf jeden Fall ist der Biesenberg dort. Und der Biesenberg, da lauter guter Wein und alles quasi das Floridsdorfer Pendant zum Kohlenberg und zum Nussberg. Und da bin ich drauf gekommen, dass kein Lied existiert über den Biesenberg. Kein Lied. Es gibt über 1000 Lieder über alle Berge, sogar über den Galiziberg. Gibt's Lieder. Aber nicht, der Kurzlied, ja. Ein schönes Lied. Ja, da kann ich noch spielen, nicht? Aber ich will kein Thema wechseln. Aber sogar ein Lauerberg, da wird gesungen. Alle Berge, der Nussberg, alles wird. Der Biesenberg nicht. Jetzt habe ich gesagt, ich als Ottakring muss herkommen, muss ein Lied schreiben am Biesenberg. Und da habe ich gedacht, werde ich mal machen, aber ich war noch nicht animiert. Und dann haben wir einen Freund, der hat einen kleinen Weingarten am Biesenberg oben. Und da waren wir eingeladen, da waren wir oben, so am Nachmittag, weißt du, auf, haben ein bisschen Weinverkostung gemacht, schön, ein Specki außen. Und am 3. Früh habe ich gesagt, jetzt schreibe ich Lied, das darf ich nicht. Und das ist rausgekommen. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg, ein Wunsch von meinem Professor, muss ich natürlich liefern, das ist ganz klar. Warte, ich nehme noch vorher einen Schluck, das ist gar nicht hart. Weil wir haben eine alte Tradition, dass man jetzt mal, bevor er ein Lied von mir spielt, so. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern der mich am Innenstuhl stehen. Ich schau den Reben durch beim Wurzeln zu. Ja, ich hab dort meine Heurige. In meinem Weingarten am Biesenberg. Da sind Wälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen, hier und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Treffer und Ei. Man kann die Vögel noch singen, hier und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch
dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferl Wein. Also da hat der Ottakring kommen müssen, nicht? Das ist ja richtig. Aber ja, aber es sind ja diese Veränderungen. So wie der Patrick in Zweifel so ist, es kommt mir schon zugute, dass ich in Floridsdorf wohne, weil immer, wenn wir in Wien wo spielen, fährt er ja quasi immer bei mir vorbei. Nicht? Jetzt kann er mich immer führen, das, was ich sehr genieße, muss ich ehrlich sagen. Schaut so wohl. Patrick hat aber einen Vorteil. Es ist aber, ich meine, teilweise tut man leid auch. Schon, wenn wir in so ein Bahnquadrat oder wo reinkommen, weil natürlich, ich kann mir Quatsch nicht halten daneben. Nicht? Ja, aber jetzt steht zum Beispiel der Kieberer heute am Auf und sagt, was haben sie denn getrunken? Nicht? Sag ich schon. 17 Wachtmeister, Herr Jägermeister. Da geht schon. Aber wenn ich selber fahre, wenn ich fahre, trinke ich nichts, aber das ist auch immer das Gleiche. Jetzt sagt er, was ich Herrn Steigs aus, sage ich, ja, trinken tue ich nichts mehr. Sagt der Rechtsschienen wir beide, nicht? Das ist immer so. Sagt der Papiere, sag ich Schere, aber jetzt gewonnen. Das musst immer, da musst du aufpassen, wenn man das sagt. Nicht? Das ist immer wirklich, das muss man sehr Acht geben. So, jetzt fahren mit einem 80er durchs Stadtgebiet und ich sage, ich weiß, die Brühe macht mir alt. Das ist es. Aber es ist halt nicht, was sollst du machen. Aber wenn man der Patrick anführt, das ist halt immer, er hat noch nie blasen müssen, noch nie. Ich könnte mir jedes Mal sowas von außen auf. Wahrscheinlich. Was, das war. Weil es ist meistens der Kieber so mit mir beschäftigt. Es ist immer. Und dann im Endeffekt geht es immer gleich aus. Sagt er, fahren Sie heim, fahren Sie vorsichtig, bringen Sie ihm gut heim. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sie werden es brauchen. Ja, immer, gell? Ja. Also selten, oft nie, aber oft. Nein, es ist wirklich so eine Sache. Aber es ist der Vorteil halt natürlich. Nicht? Ich habe dadurch einen Fahrer, einen Chauffeur, das ist wiederum ein bisschen von dieser Musikkarriere, die ich früher geredet habe, ein bisschen was doch auch sich bewahrheitet hat. Man wird vom Chauffeur abgeholt und man wird wieder eingebracht. Nicht? Gut, die Behandlung während der Fahrt ist schon ein bisschen angsoffener Folterrad das erwartet sich von einer Limousine nicht, aber die kann man nicht leisten, die kann man nicht Skoda mit ihrem leisten. Das ist halt, was soll ich machen? Nicht? Aber bringt immer gut an. Müssen Sie hinsitzen, wie der Chef. Stimmt eigentlich, ja, das stimmt eigentlich. Nein, hinten liegt meine Gitarre hinten, weil ich kriege den Kofferraum nicht mehr auf. Das ist ja, der hat den ganzen Haushalt mit. Das ist ja, das ist halt das. Aber mein Gott, nein. Aber ja, so ist es. Der Galizieberg wurde schon angesprochen. Da fängt er an quasi, der Wöhleminenberg, wie man heute sagt, früher der Galizieberg. Da gibt es ein Lied, das ist recht spannend, es sind ja sehr, sehr viele Wienerlieder, die so ein bisschen bekannt worden sind, die aber in anderen Bundesländern oder in Deutschland dann gespielt haben, sind ja ursprünglich tatsächlich nicht aus Wien, nicht, sondern oft dann eben bayerische oder steirische, die zu uns gekommen sind und dann in Wien vereinnahmt wurden. Aber das eine Lied ist recht bekannt im Bayerischen, sehr bekannt im Bayerischen, aber es ist eigentlich tatsächlich eines der wenigen, was ursprünglich wirklich ein Wienerlied war, nämlich ein Galizieberg-Lied. Das bringt mich jetzt. Uralt was, es ist wirklich alt. Irgendwo 18. Jahrhundert. Mindestens, ja, 18, 17, 20 ungefähr. Wie mein Großvater und ich noch Kinder waren. Das war so. Nämlich denke ich mir, lass dich rasieren und gehst dann ein wenig spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gehst am Galizieberg hinaus und wir am Galizieberg rum und schau mir ein wenig so, da sehe ich ganz still und ganz calm, ein Vogel ist rum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst du jetzt auf und nimmst dir das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie oben was Vogelnest war.
Und wie er am Baum um den Zins vom Aufgegrollen fürchterlich schwitzt. Kommt ein Liebespaar versunken in Trance und setzt sich gerade unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, weil ich will sehen, was der Liebhaber will. Sie sagt, ich hab dich so gern. Ja, du sollst dann mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr so allerhand. Sie sagt, ich tät die Bitte gewähren. Ja, aber wer sie unsere Kinder ernähren. Aber Geschatzel, ich bin doch ein Christ. Naja, du von demselben Glauben bist. Vertrauen wir da drum auf den Herrn. Ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schreit ich oben vom Baum. Bagage, jetzt streicht sich dann heim. Ja, wenn ich runterkomme, dann zeige ich den Herrn. Der euch wird die Kinder ernähren. Die zaubern vor Schrecken ganz blass. Die haben geglaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerät über Stock, über Strauch. Ich hab mir gehalten vor Lachen mein Bauch. Dankeschön. Das ist eigentlich ein Ottakringer Lied, da glaube ich schon gesagt. Genau, müssen wir einen Schluckerl nehmen. Irgendwas war mit Ottakring. Oh, wie der Meizinger Hellried. Ja, genau. Ottakring. Ja, immer genau. Ottakring. Immer wenn ein L vorkommt, der Ottakring. Ja. Aber jetzt trinken wir schon viel. Wilhelm Minenspittel. Ich bin gespannt, was dazwischen gegangen ist. Ja. Ich hätte gesagt, Zukunft, wenn man so mal einen Texthänger hat, brechen wir ab, trinken was, dann spielen wir weiter. Spielen wir weiter. Geht es bei jedem Hänger? Bei jedem, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Weil, es ist halt schon, nicht? Das ist, weil mitunter ist es dann schon schwierig, wenn man schon einen Zungenschlag hat dann schon. Nicht? Wenn du so viel trinkst, dass ein Zungenschlag. Und du musst ja das erwischen genau so, dass du keinen Zungenschlag hast. Nicht? Beim Spülen. Wageln ist wurscht, weil sieht eh. Aber Zungenschlag darf nicht. Aber es ist leider zu spät. Was ist man? Naja. Das kann nicht so Ottakringer. Das ist ein Ottakringer L. Deine Frau wird es dir danken. Ja, genau, ja. Das Ottakringer L. Ja. Inspektor Prositner, ja, sagt er, jetzt es ist Mai, sagt, da wird mir heute schimpfen. Das ist Wahnsinn. Ja. Wir gehen weiter ins benachbarte Ausland. Weil jetzt haben wir, mit ihm haben wir schon geredet über Tschechisch irgendwas, oder? Irgendwas, aber ich bilde mir ein. Oder wenn wir das noch einbilden? Nur einbilden, glaube ich. Aber das wäre wirklich ein tschechisches Lied. Aber wir bringen jetzt ein tschechisches Wienerlied. Ein tschechisches Wienerlied. Ja, das geht sogar. Ein tschechisches Wienerlied. Mit irgendwem habe ich geredet über Tschechen, weil der Tscheche ist ja wurscht, über Grenz vielleicht. Vielleicht war das gar nicht, muss ja nicht heute gewesen sein. Das sind schon die Tage, wo wir gewesen sind. Mit den Tagen haben wir mit einem geredet. Über Tschechisch, die tschechische Grenze. Schauen wir mal. In C-Tour. Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ihr redet mit keiner Frau. Für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaftsliaison suche, lese ich das Telefonbuch. Da finde ich das genau, weil ohne meine Freien steht drin, und zwar auf Seite V. Vondrag Vortel Wimplerschild, Wojtek Wozek Wimbledil, Jora Vrabele Vrtelek, Viklaš Vracek Vichtanek, Freka Vrba Vikotil, Frablic Schmutze Visjočil, Vahidečka Vukilic, Vrtatka Vukasinovic, Varak Vondra Valicek, der Vorlek und der Boss mit der Vrtelwondra, der Wuszenilek, Frinis Mostarik, Vrtaland Vimplečil, Vritzeland Wislačil, Vokva Tipka Viče Sale, Vratstil Vrana Vimmentak, Frobitske, Vranek. Dankeschön. Wegen Zwischenapplaus.
gefällt mir sehr. Kriegt man nicht immer, nicht? Das ist mal trinken. Ja. Jetzt müssen wir noch theoretisch auch trinken. Naja, Aber das ist ja die Problematik mit dem. Das geht eigentlich. Das geht. Jetzt bleib da. Bleib da mit deinem Augen. Aber Applaus hat mich sehr erfreut. Man sagt ja, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Nicht? Aber manche so stützen auch nicht schlecht. Aber will man nicht unhöflich sein. Mein Name gefällt mir nimmer. Ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Skrst. Wir scharnieren die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt das Richter, bei ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabiere meinen Namen, dem Richter sein Kommis. So schaut's, bei den Damen ist schwer mit Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt mir, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich. Da habe ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Darauf sage ich, naja, bitte, was glauben Sie? Zum Beispiel Wondrag, Wortel oder Wimblerschil oder Wortek, Wotzig, Wimblerdill, Jora, Brabele, Fruttelek oder Wigasch, Fratzek, Wichterlek, Frecker, Fruba, Wigotil, Frablik, Schmutze, Biskotschil oder Wochenitschka, Bukowitsch, Vrtat, Kobuka, Simovic, Worak, Wondra, Worlicek oder Worlek oder was ich mit Vrtlwot, was Zenilek, Freinis, was Tarek. Vrtalan, Ripplatschil, Vrtzalan, Winstlatschil, Wotwotitka, Witschesheil, Vratzel, Vrana, Wimmetall, Frabitzke, Vranek. Du musst schon aufpassen. Du musst aufhören, Alter. Ja. Es ist so, wir müssen es nicht extra trinken jetzt mal. Ich muss einen Schluff tun wieder. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass sie nicht schmeckt. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck um Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokotto. Sie gehen zusammen ins Auto, damit es nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehme ich auf Kredit an Teil und Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Nach Blätterneck ist nicht. Jetzt sollten Sie sich geschwind waren. Ihre Frau betrügt sie mit Wondrag, Wortel, Wotzig, Wimblerdill, Jora, Brabele, Fruttelek, Wigasch, Fratzek, Wichterlek, Frecker, Fruba, Wigotil, Frabel, Schmutze, Wiskotschil, Wochenitschka, Bukowitsch, Vrtat, Kobuka, Simovic, und der Worak, und der Worlicek, und der Worlek, und der Vrtlwot, und der Zenilek, Farinis, was Tarek, Vrtalan, der Wimblerschil, Vrtzalan, Winstlatschil, Wotwotitka, Witschesheil, Vratzel, Vrana, Wimmetall, Frabitzke, Vranek, Wamerka, Jeplek, Wabalka, Wabelka, weg, jetzt geht's. Dankeschön. Das ist die Möglichkeit, wieder selbst zu trinken. Und ja, wir nähern uns in großen Schritten einer Pause, nicht einfach nur einer Pause. Nein, Ende noch nicht, wir spielen dann noch einmal. Wir sind so frei, aber es ist ja so, in der Pause wird das passieren, was für uns Musiker neben der Musik das Leibendste überhaupt ist, nämlich ich gehe ansammeln. Und wenn ich ansammeln gehe, möchte ich jetzt schon herzlichst bitten, lasst das Rascheln nicht schäbern, bitte. Also wenn schon Münzen, dann bitte dann ja, Philharmoniker oder Patron oder so. Es gibt Zahngold, ja, aber nach Absprache vielleicht noch. Aber wir sind Ansicht, ja, es ist Superlative sind möglich.
Es sei denn, es geht um wenig. Also wie gesagt, ich gehe da mit Kerl durch und ich freue mich sehr über eure Großzügigkeit. Lasst das rein, schaut, der Patrick. Was soll ich sagen? Der Dame erstellt. Der muss ja. Schaut, Ich hab's ja notwendig. er darf nicht saufen, muss aber tanken fahren. Ja, also es ist eine harte Geschichte. Achso, ist das Gutscheine? Warte, jetzt wird's geloschert. Ich danke, ich gehe schon eine Großigkeit. Wir machen das natürlich musikalisch. Wir fangen an mit dem berühmten Lied Money von Pink Floyd. Und was die wenigsten wissen, ist ja, dass Pink Floyd, wie es angefangen haben, als Schrammelquartett war. Aber es ist ja so, es ist ja, Money von Pink Floyd ist ja dem Wienerischen schon verdammt noch. Weil es ist ein 7/8-Tag. Ja, wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Das ist ein 7/8-Tag und ich war noch näher. Ein Liter kannst du nicht kommen. Das ist einfach, das ist schon fast ein Liter. Weil nur der Wiener schafft es, mit dem Wiener Walzer mit 3/4-Tag einen Liter Aussatz kriegt. Das ist mit 3/4, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich ein Goethe bin, ich Kaiser, da reise ich beim Haus, und Servus heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht verrannt, dann sag ich mir dann alle, du bist nicht die Fahrt. Wenn ich ein Goethe bring, die Wirten, die größten Schnurren und auch die Nierten. Und wenn ich kann, so bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Traditan. Ist der Schönste auf der Welt, wenn man seine fressen kann. Umso leichter bringt man's an. Edelgasland, ein Fisch, müssen rennen über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und der Dram ist wieder froh. Das nächste Lied, was ich spiele, soll wirklich, das ist psychologisch so aufgebaut, dass es euch dermaßen nah trifft, dass ihr wirklich bereit seid, fast das Letzte zu geben für die Buben, weil es so traurig ist. Und wirklich, also, wer bitte sehr sensibel ist, verlasst jetzt bitte den Raum. Ich glaube, meine Erbtante, die wird 120 Jahre. Und bitte, Erbschaft oder Leben ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausende im Sarg und ich kann es brauchen. Rein schon im Schuh, hab nichts zum Checken, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf ihrer Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt